Ich ging aufhängen, dem ich Merci so und den zwei Rapporteuren, der Madame Francine Klosener und dem Herrn André Bauler, für Ihren schriftlichen und mündlichen Rapport. Es geht mit diesem Gesetzesprojekt um die Erweiterung von der akademischen Offerte bei der Uni, und speziell auch Forschung, was die betrifft. Ich meine, wir wissen alle gut in dem Bereich, wie wichtig das ist. Speziell laut Corona-Zeit hat es gewissen, dass die Berufe und noch viel anderer uns müssen immens wichtig sind, aber wo wir müssen investieren. Der DDR begrüßt dieses Gesetzesprojekt, und zwar aus ein paar Gründen. Es geht nicht mehr für nichts. An ein Land, das selber keine Medizinausbildung hat, der wird nicht darauf hoffen, im Ausland mit offenen Armen abgeholt zu gehen. Man kann es bei der medizinischen Ausbildung noch nicht just auf das Ausland verlassen. Medizinische Forschung hat eine große Stellenwert hier im Land, er wird doch mit respektablen Summen gefördert. Das ist nicht mehr normal, dass universitäre Formationen parallel auf diese Forschung vorbereiten. Als Land könnt lösen, aber sicher an eine Situation, wo nicht mehr genau Doktoren da sind, für uns Besoin aufzudecken, was natürlich nicht akzeptabel wäre. Was der Medizin angeht, kann ich nicht mehr d'accord sein. Ich gehe davon aus, dass sichergestellt ist, dass die Plätze, die an Deutschland, Frankreich und Belgien zur Verfügung stehen, für Döner weiter zu studieren, nicht mehr über Lützeburger Residenten kann gehen, und nicht eventuell in ausländische Studenten, die sich an diese Ausbildung angeschrieben hätten. Das wäre kontraproduktiv. Lass mich hier direkt in Klammer machen, was die geplante Masterformationen angeht. Am Ende muss das für ausländische Studenten auch eine Obligation beinhalten, Lützeburger Spruch auf einem hohen Niveau an der Zeit zu lehren, wo sie hier am Land studieren. Es soll kein sein, das wäre unmöglich. Weil genau das wird auch von Lützeburger Studenten am Ausland verlangt. Und ich nenne nur just zum Beispiel in Holland, Groningen, wo das der Fall ist. Bleiben wir einmal bei den Mastern an Generalmedizin, um die es hier geht. Der College Medical weist sich immer wieder darauf hin, dass es schwer ist, am Lehrplan von einem Master in adäquaten Teil Forschung praktisch anzubauen. Ohne dass das zu Ungunsten von der klinischen Formation geht. Der College proposiert nicht mehr einen Master, den aber mir lang kein dauern, für unsere Forschung zu berücksichtigen. Wir werden nicht überlegen, ob in der Formationen nicht an einer Richtung von einem Master an medizinischer Forschung ergänzen. Auf dem Gebiet haben wir wohl de Besoin, mehr noch Kompetenzen. Auch was der Master für Medizinspezialisten und Medizin General angeht, dem hat 8 Semester in der Bologna-Kader sprengt, sie hat froh erlaubt, wir werden nach dem Heini Karimir den Sprung bei der Doktorausbildung. Der Master scheint so in Twitter-Dingen zu sein, wo er just Zielin oder 400 Zielin die Courage verlässt, für eine real doktorische Karriere anzubieten. An dem Kontext hat sich bei der parlamentarischen Arbeit vor einer Universitätsklinik gestellt. Ich will teil, ohne an Details zu gehen, da am Kader von unseren finanziellen Verpflichtungen bei der NATO auch zu sehen, und da könnt ihr noch vorstellen, die am Raum steht von einem Militärspital. Ich wäre froh, wenn die Regierung mit der Uni, der Armee und die Spitäler könnt an ein Konzept schaffen, für zu klären, ob ihn heim nicht ein paar Mecke mit einem Schlag treffen. So hätten die nötigen Investitionen an eine Universitätsklinik auch direkt Reperkussionen ob als Verpflichtungen an der Verteidigungspolitik. All das wären ob man so gut dargelegt wie die von gewissen Satelliten. Mit der nämlich der positiven Erstellung sind wir dafür, dass Medizinstudenten ihre klinische Formation so gut wie möglich bezahlt kriegen.
Einen zentralen Teil von diesem Projekt soll eigentlich eine Trivialisation von den Doktorspruch verdrängen. Es gibt nicht genau Doktoren am Land, und nicht hier am Lützeburger. Ich weiß nicht, ob der professionelle Titel auch etwas dazu beiträgt, mit dem Titel Doktor aus hier im Land so ein Spruchgebrauch weit verbreitet. Mehr als es korrekt, müssen sich doch nicht überlegen, weil es steht doch am Konkurrenz zu einem akademischen Doktortitel, an die wir dann immer Wert, an der das Schadensmengen, hier muss man sagen, ein bisschen überlegen, wie man das könnte ändern. Vielmehr sagen, machen uns aber über 350 Studenten al Jahr hier im Land. 400 wollen al Jahr, das ist ja Medizin machen. 100 Kinder angeholt, auf 50 packen. Was geschieht mit den 350? Die kriegen Platz an der Formation kriegen oder sie nicht packen. Ich fertigen die Leute, können selber gucken, wo und was sie dann noch studieren. Und ich fand es schade, weil es sind 350 potenziell Doktoren, 350 junge Menschen mit vielen Voraussetzungen für Doktor zu gehen, von denen wir schwätzen. Das ist Reichtum, den sich nicht so durch die Finger glitschen lassen. Dafür hätte ich mir erwartet, dass das 350 liegt. All Jahre Plan B ginge proposiert kriegen, für aber nach ihrem Dram vom Medizinstudium möglich gemacht zu kriegen. Als Auditor Libre kriegen sie sich auf Aufnahmeexamen auf ausländischen Uni vorbereiten. Sie kriegen die Ressourcen kriegen, für sich gezielt auf so Examen vorzureden. Oder wir könnten nicht einfach envisagieren, das Jahr für mehr Studenten abzumachen, und probieren auch jene jungen Leute, die Schwierigkeiten haben, mit verschiedenen modernen Lehrmethoden irgendwie aber beizustehen, ob sie am Ende vom Jahr kein für Lützeburger am Ausland